ganz im Ernst, ich glaube, das ist das schlimmste Hostel, das ich je war. Das ist eine kleine Story, dass man ein bisschen aufpassen sollte, was man bucht im Internet. Bewertungen durchlesen ist eine gute Sache, finde ich. Also wie folgt. Wo wollen wir überhaupt anfangen? Vielleicht... Also mal die ganze Story ganz von Anfang an. Wir sind hier vor der Tür reingekommen, haben geläutet. Nachher hat uns eine freundliche Dame die Tür aufgetan und uns mit dem Wort begrüßt, dass sie kein Englisch kann. Ob wir vielleicht Italienisch können. Unser Italienisch ist nicht mega gut, darum no. Nachher sind wir reingekommen. Dann hat sie uns auch ins Zimmer gebracht und uns ein Bett zugewiesen. Also so neben irgendetwas? Neben irgendetwas? Ah nein, also so... Da schläft ja noch jemand drin, neben das andere. Dann haben wir ein anderes Bett bekommen. Und dann hat sie gesagt, ja, warte, wir müssen ein bisschen warten, kommt da jemand. Dann haben wir gewartet, dann sind wir mal in die Stadt gegangen. Wir haben gesagt, ja, wir kommen später wieder und so. Und dann sind wir wieder zurückgekommen. Dann war sie immer noch da gewesen, dann haben wir gefragt, ja, wie es jetzt aussieht. Und dann hat sie wild hin und her telefoniert. Dann hat sie mir das Telefon in die Hand gedrückt. Nachher habe ich mit dem Chef hier telefoniert und der hat dann gesagt, ja, hallo, ja, das ist nur für eine Person, nicht für zwei. Du musst doppelt so viel zahlen. Ich so, nein, ich habe für zwei gebucht. Dann hat er gesagt, ja, aber es sind 4 Nächte und nicht 2 Nächte, das kostet doppelt so viel. Ich habe gesagt, nein, schau, ich habe hier Bestätigung und so. Und dann hat er mich weggedrückt. Und nachher hat sie, also da die Frau, die nicht Englisch kann, nochmal telefoniert. Und dann hat sie gesagt, ja, in 20 Minuten kommen wir. Dann haben wir gewartet. Wir waren auch fast eine Stunde oder so da gewesen, oder? Auf jeden Fall viel mehr als 20 Minuten. Deutlich mehr als 20 Minuten. Dann wollten wir eigentlich gehen, weil gestern war ja der WM-Final. Und dann ist er zur Tür reingekommen. Dann hat sich das Gott sei Dank geklärt, wir haben ihm Geld gegeben, so viel wie auch online gestanden ist und so. Aber wir können mal etwas zur Infrastruktur von diesem Hostel sagen. Ich sehe selber, ob das Geld wert war oder nicht, was wir da gezahlt haben. Also eine kleine Roomtour, das hier ist das Hostel, in Anführungszeichen. Hier hat es einen Kühlschrank, der funktioniert. Hier hat es eine Küche, die funktioniert nur so mässig, weil die Herdplatte, die geht nämlich nicht. Und das hier hat auch schon bessere Zeit erlebt. Das ist aber nicht so schlimm, das geht ja eigentlich. Eine Klimaanlage hat es auch. Oh, jetzt läuft sie nicht mehr. Die war super kalt eingestellt, auf 17 Grad. Wir sind fast erfroren, das war etwa doppelt so warm. Ah, und es gibt eben auch keine Decke. Also es gibt ein paar Decken, aber nicht genug für jeden. Genau, das Ding ist, es ist ja nicht so schlimm, dass die Klimaanlage super kalt ist. Aber wenn jeder eine Decke hat, also wir haben hier 6 Betten, hier 2 und hier 2, aber es hat 3 Decken. Und die Decken sind so tolle Sachen wie einfach irgendein Leintuch, eine Kuscheldecke. Das ist super. Und das ist irgendwie so ein Teppich mehr als sonst etwas. Also das ist zu dem. Das kann man sonst noch erzählen, es geht sonst noch nicht. Nein, sonst ist es voll okay. Sonst ist es okay. Aber ins Bad. Das Bad ist grossartig. Das Ding ist, wir sehen es jetzt nicht so, weil es ist schon recht putzt. Der Wasserhahn tropft. Also der Duschhahn. Und zwar immer. Ja, aber jetzt fast nicht. Jetzt fast nicht. Die ganze Nacht ist richtig grünnert. Genau, es ist wirklich tragisch. Also wirklich fest. Und da gibt es noch eine kleine Story dazu, die erzählen wir aber dann später. Ja. Und was noch fast schlimmer ist, es hat kein WC-Papier. Und wir haben auf Hostel World gelesen, dass es anscheinend normal ist. Dass es Käse hat. Dass es Käse hat. Und es hat noch nie einen Ersatz. Wir haben da in allen Schäftchen so geschaut, es hat nie einen Ersatz. Darum haben wir jetzt noch Tempo. Es ist so traurig. Und es hat auch nicht genug Schlüssel. Ah nein. Also es hat, glaube ich, irgendwie 2 oder 3 Schlüssel für die 6 Leute. Also wenn man Schlüssel hat, ist man schon mal glücklich. Ja. Und das Ding ist, es ist niemand da in der Nacht. Also die Frau, die kein Englisch kann, die verschwindet irgendwann. Und der Receptionist ist eh nie da, den haben wir ein einziges Mal gesehen. Und dann kannst du es läuten und wenn hier niemand da ist, dann kannst du vor der Tür schlafen. Das ist auch nicht so geil. Jetzt aber zu der Bad-Story. Was ist passiert? Also es ist so. Also ich bin gestern schon mal duschen. Es ist alles gut gegangen. Ich konnte dann nicht ganz zutun, egal. Hat halt Brünneln, kann passieren. Ich bin heute nochmal duschen. Zuerst konnte ich gar nicht so richtig auftun, dann ist es aber doch irgendwann gegangen. Schnell duschen.
haben den Hahn wieder zutun und er ist einfach nicht mehr zugegangen. Also er ist nicht nur nicht zugegangen, es ist einfach gang wie mehr Wasser rausgegangen. Und ich war richtig überfordert. Das ganze Duschbecken, keine Ahnung wie man das sieht, ist schon fast am Überlaufen. Es ist immer wie mehr Wasser kommt, immer wie mehr und ich habe gedreht und es ist einfach nichts passiert. Dann habe ich panisch um Hilfe geschrien. Und dann bist du gekommen. Dann haben wir probiert, der Wasser. Also es ist wirklich. Es ist randvoll gestanden. Es hat wenig gefehlt bis zur Überschwemmung. Ja. Und dann haben wir. Ich habe dann gedacht, okay, jetzt probiere ich es noch 2-3 Mal zuzudrehen und sonst müssen wir irgendeinen Nachbarn holen und fragen, ob er irgendeinen Zank Ich habe schon panisch meine Kleider angelegt und dachte, jetzt muss ich rausrennen zum Nachbarn irgendjemanden holen, was komplett geben kann. Und dann haben wir es zugedreht und dann ist es Gott sei Dank zugegangen. Und dann haben wir noch hier das Bründchen über den Duschkopf da rüber gehabt, aber hier schon alles, dann war alles nass gewesen. Das ist ganz schlimm. Also im Nachhinein ist es lustig, aber in dem Moment hatte ich wirklich richtig Panik gehabt. Ich kann mich nie mehr wieder abstellen und es überflutet echt das ganze Bad. Sehr lustig. Wir sind uns... Wir gehen wieder raus. Wir sind uns zu 99% sicher, dass das irgendwie illegal betrieben wird, weil da hinten ist irgendein Zimmer, wo wir nie reinkommen. Ja, Wasserbewertungen sagen auch, dass es wahrscheinlich illegal ist. Es ist alles super strange hier. Und mega viele sagen, ja, sie sind hierher gekommen und dann war es überbucht und dann sind sie zu einem anderen Hostel geschickt worden. Ja, kritisch. Das ist eine traurige Geschichte. Wahrscheinlich die tragischste Hostelgeschichte, die wir zu erzählen haben. Die wahrscheinlich tragischste Hostelgeschichte. Genau. Es war also kein Clickbait, es war wirklich scheiße. Ja. Und jetzt gehen wir mit unseren tollen Schlüsseln raus. Und eigentlich ist die Mission im Moment, mir hier von einem kroatischen Coiffeur die Haare schneiden. Ob es gut kommt, wissen wir noch nicht. Ob ich mich traue, wirklich zu einem zu gehen, auch noch nicht. Aber wir schauen mal. Das wäre es vorher. Jetzt schauen wir mal, ob wir irgendwo einen Coiffeur finden. Bis gleich. So, jetzt sind wir wieder fresh und sleek. Kroatischer Haarschnitt ist gemacht. 80 Kuna hat das Ganze gekostet. Wie viel ist das? Ich habe nicht überlegt. Wir sind gerade 12 Franken. 12 Franken, guter Preis. Und es ist 10 Minuten gegangen im Fall. Nicht einmal wahrscheinlich, der war sehr schnell. Und jetzt lege ich wieder einen Hut an. Tschüss! Also wir wollen jetzt auch noch hier etwas von der Stadt sehen. Wir zeigen jetzt ein paar Impressionen und wir haben uns ein Klasse gegönnt. Kinder, beste Geschmacksrichtung, immer. Ja, viel Spaß. So, das war der historische Kern von Split, ein paar Impressionen. Jetzt gehen wir zu Nacht essen. Und dann ist der Tag auch schon vorbei. Vielleicht gibt es morgen Morgen Sonnenaufgänge. Wer weiß. Es kommt noch ein bisschen auf meine Laune und diverse andere Faktoren drauf an. Bis dann und bis zum nächsten Video von Alice Abend. Tschüss!